So, 3 hat es schon gelitten. Das ist am Samstag eigentlich das Zeichen, dass der Sonntag eingelitten ist. Aber im Weinberg hat es nichts zu bedeuten. Da wird geschafft und weitergemacht. Man hört es ja auch, dahinter wird mit dem Schlepper gefahren. Wir sind jetzt mal so weit durch mit unserem Wengert, dass wir sagen können, mit dem Durchgang sind wir durch. Das nächste Mal geht es im nächsten Arbeitsgang weiter. Aber jetzt wollen wir mal geschwind, haben wir noch schwätzen über Schleer. Schleer. Warum? Schleer, das ist ein Schleerbusch. Was ist da besonders? Das nimmt man im Herbst als Bischele in der Zubernei. Ah, deswegen ist es also in der Nähe von den Weinbergen tatsächlich mit Absicht aufgebaut, wie Weide auch, weil es ein Naturmaterial ist, das man früher, heute nicht unbedingt, aber früher braucht hat im Weinbau. Ja. Okay. Wozu? Als mehr oder weniger Sieb. Oh. Also wenn man die Traube geerntet hat, selber daheim einen Wein macht, in einen Zuber raspelt, zum Gären, das ist ja daheim macht man ja noch meistens eine Maischegärung, wie Ja. es halt so ist. Ja. Dann sitzt es ja, je nachdem, ein paar Tage auf der Maische. Und dann ist ja noch unten im Zuber ein kleines Lichle zum Ablassen, das Spundloch. Ja. So, und da lässt man es dann noch unten raus, dass die Häutler noch nicht einfach mitten ausgehen. Da sieht man ja noch da hinten, die Schleer, die haben ja noch da hinten so Dornen aus. Und das gibt dann ein richtig schönes, ja, wenn man die jetzt noch so zusammenbindet, wenn man sie wegschneidet und zusammenbindet, gibt es ein richtig schönes Geflecht, kompaktes Bischele, das dann die Beerenhäute Beerenhäutler noch zurückhält. So, und beim Ablassen. ja, Ablassen, ja. Sodass der Most rauslaufen kann, der Traubenmost, Ja. und das Und die Spundloch Häutler nicht drin sind. verstopft. Ja, genau. Da hinten hängt auch noch eine drin. Da hat es noch eine Schleer. So sehen also die Früchte aus. Ja. Gut. Dankeschön, dass du dein Wissen wieder mit uns teilt hast. Wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Jetzt ist ja noch Samstagmittag, man könnte ja noch ein bisschen was tun. Okay, ich wünsche dir trotzdem für morgen einen schönen Sonntag. Wir sind ja fertig. Das ist ja das Gute. Also, dann gehen wir heim einen Kaffee trinken. So sieht's aus. Tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat so ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.